Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Hey, so cool, dass ihr alle da sind. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen, besonders auch die Leute am Livestream. Wir haben vorhin noch eine kleine technische Panne gehabt, darum sind ihr nicht von Anfang an dabei gewesen. Aber schön, dass ihr jetzt auch dabei seid. Hey, ich freue mich mega weitermachen in der Serie «Jesus ist». Und zwar sind wir da in dieser Serie so ein bisschen das Leben von Jesus genauer am Anschauen. Wir schauen so ein bisschen, hey, wer ist Jesus eigentlich wirklich gewesen und was bedeutet das für unser Leben? Und ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen die Facetten von Jesus als Lehrer zusammen anschauen. Und zwar mit dem Thema oder mit dem Titel «Jesus ist unsere grösste Inspiration». Ich möchte mit euch gerade zuerst so eine kleine Zeitreise machen, und zwar im Oktober letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meistens ist es so Ende Oktober, Anfang November, man kommt so in die Läden rein und plötzlich steht man so vor Weihnachtsdekoration und Schoki, nicht Hasen, sondern Schoki, Samichlaus und Weihnachtsguetzli. Und ich finde, es fängt immer viel, viel zu früh an, weil im Oktober und im November, ich wollte einfach noch nicht so in Weihnachtsstimmung sein. Aber es hat etwas Gutes, und zwar jedes Mal, wenn ich das erste Mal so in den Coop oder in Migros reinlaufe und dann so die Weihnachtsdekoration sehe, dann kommt mir in den Sinn, aha, dieses Jahr wollte ich früher anfangen, Geschenke für meine Liebsten zu organisieren. Genau, ich nehme mir das vor. Praktisch sieht es ein bisschen anders aus. Die mich kennen und die von mir auch schon ein Geschenk bekommen haben, wissen, dass ich manchmal nicht so der kreativste Geschenkemacher bin und dass man manchmal am Geschenk auch merkt, dass ich eher so ein bisschen last-minute dran bin. Ich weiss nicht, meine Wege irgendwie schätzen es nicht, wenn ich ihnen einen Gutschein für eine Umarmung schenke. Mega komisch. Nein, so schlimm ist es nicht. So war es zum Glück noch nicht gewesen. Aber trotzdem ist es meistens so, ich denke daran, boah, jetzt will ich noch Geschenke machen, jetzt will ich das noch organisieren. Und dann plötzlich denke ich mir so, ja, Oktober ist schon noch ein bisschen früh, ich mache es dann im November. Im November habe ich nachher Geburtstag, denke so, ja, Mitte November ist Geburtstag, machst du es nachher. Und plötzlich sind wir in der stressigen Adventszeit. Und ich merke so, boah, Scheiße, in ein paar Tagen ist Weihnachten. Und ich muss anfangen, so plötzlich einfach im Stress rein Geschenke organisieren. Und ich gehe dann meistens auf Google, fange an, irgendwie Inspiration holen auf geschenkidee.ch oder geschenkparadies.ch und so. Und das gibt meistens nicht die kreativsten und besten Ideen, sondern es ist dann meistens so ein bisschen last minute. So, das Suchen nach Inspiration, das ist etwas, das unsere ganze Gesellschaft bewegt. Das ist etwas, das immer präsent ist. Ich weiss nicht, Fotografen, die suchen immer nach Inspiration für ihr nächstes Bild. Musiker suchen Inspiration, damit sie einen neuen Song komponieren können. Und zum Beispiel Künstler sind irgendwie dran und suchen nach Erleuchtung, um etwas Neues und Kreatives zu schaffen. Vielleicht hast du dich mit diesen Beispielen jetzt nicht angesprochen gefühlt. Ich fühle mich auch nicht angesprochen, weil ich bin kein Fotograf, kein Musiker und kein Künstler. Also ich bin wirklich weit weg von all diesen Sachen. Ich bin wirklich sehr weit weg von dem. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass du in deinem Leben auch Inspiration suchst und dass du vor allem in deinem Leben auch Inspiration brauchst. Wenn man in den Duden hineinschaut, dann sieht man, die Definition von Inspiration ist, dass es ein schöpferischer Einfall ist oder ein Gedanke, eine plötzliche Erkenntnis, eine erhellende Idee von jemandem oder eine Erleuchtung und Eingebung. Wir sehen also, es hat etwas mit etwas zu tun, das von außen reinkommt. Eine Inspiration ist etwas, das von außen in uns reinkommt. Und ich weiss nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du vielleicht vor einer mega grossen Frage stehst. Irgendeine Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst. Und du bist einfach auf der Suche nach dieser Inspiration, nach der richtigen Entscheidung. Was soll ich machen? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hey, wo suchen wir uns Inspiration? Wo gehen wir auf die Suche, um uns inspirieren zu lassen? Weil ich bin mega überzeugt, der Ort, wo wir uns Inspiration holen, hat einen riesigen Einfluss auf schlussendlich die Ausgangslage, also auf welche Richtung wir nachher einschlagen bei einer Entscheidung. Du kannst deine zukunftsweisende Entscheidung, die du treffen musst, du kannst Inspiration holen bei irgendeinem so Motivationsinfluencer, der dir erzählt, dass du jeden Morgen um 4 Uhr aufstehst und Sport machen und dann kommst du unter 30 zu deiner ersten Million. Oder du kannst deine Inspiration holen bei der allergrößten Inspirationsquelle überhaupt, bei Jesus Christus.
Ich sage nicht, dass die eine Seite definitiv schlecht ist und die andere gut, aber ich glaube, uns muss bewusst sein, je nachdem, wo wir unsere Inspiration holen, kann es so eine 180-Grad-Wendung zu haben. Es kann sein, dass du, wenn du Inspiration bei der einen Seite holst, komplett in die andere Richtung laufst, als wenn du Inspiration bei Jesus holst. Es ist mega schnell, dass wir auf unserem eigenen Weg unterwegs sind und dass wir unseren eigenen Plan verfolgen. Und was dort genau passiert, das sagt die Bibel eigentlich recht klar. Steht ganz geschrieben in den Sprüchen im Kapitel 14, Vers 12. Dort steht, manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Also viele haben das Gefühl, hey, sie sind auf dem richtigen Weg unterwegs, aber eigentlich laufen sie schnurstracks geradeaus ins Verderben hinein. Und das Krasse ist, mega häufig sind wir auf unserem eigenen Weg unterwegs. Vielleicht nicht gesamthaft im Leben, aber so in einzelnen Bereichen, wo wir unseren Weg nachlaufen, wo wir das Gefühl haben, hey, das ist das Richtige, ich weiss genau, wo ich durchlaufe. Aber das Krasse bei dem ist ja, dass unser eigener Weg, der Weg, der nach unserem eigenen Willen geht, häufig fehlerhaft ist und inkomplett. Und dass ein Weg, der ohne göttliche Inspiration, ein Weg, der ohne Jesus beschritten wird, führt früher oder später, und das klingt jetzt mega krass, aber es ist einfach so, ins Verderben. Ich sage nicht, dass du auf einem offensichtlich falschen Weg musst unterwegs sein musst. Also, es ist nicht so, dass du mega offensichtlich in Sünde laufen musst, aber trotzdem, wenn du Jesus nicht als Inspiration hast auf dem Weg, wo du gehst, dann laufst du automatisch nicht dort an, wo Gott dich möchte haben, nicht in den Plan und in den Willen Gottes hinein, sondern es ist ein One-Way-Ticket ins Verderben oder an den falschen Ort an. Oder wie die Bibel eben sagt, geradewegs in den Tod. Doch das Ding ist, es gibt dazu gute News. Und zwar hat Gott nicht wollen, dass wir mit dem One-Way-Ticket irgendwie die falsche Richtung laufen. Er hat wollen, dass wir in seine Richtung laufen, dass wir auf den Weg laufen, den er möchte. Und damit wir diesen Weg beschreiten können, hat er uns eine Lösung gebracht. Und diese Lösung ist Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Retter. Und er sagt selber auch im Johannesevangelium 14,6, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich finde das mega krass. Ich bin der Weg. Jesus sagt in dieser Bibelstelle nicht so, hey, ich führe dich zum Weg oder ich zeige dir den Weg, sondern er sagt, hey, ich bin der Weg. Und manchmal, wenn wir so auf unserem eigenen Weg unterwegs sind, so das Gefühl haben, so, hey, mein Weg ist richtig, ich glaube, das ist der Moment, wo wir uns immer wieder in Erinnerung hineinrufen müssen, dass Jesus uns nicht einfach random zu einem Weg führt, sondern er ist der Weg, wo wir drauf gehen können. Wenn wir den Weg beschreiten, wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind, dann führt es uns schlussendlich in die Freiheit hinein, die Gott uns versprochen hat. Es führt uns hinein an den Ort, wo er uns möchte haben. Das Ding ist, ihr kennt wahrscheinlich die da sind, teilweise schon Geschichte von Jesus und ihr wisst, wieso Jesus auf die Welt gekommen ist. Ich möchte es trotzdem kurz schnell zusammenfassen. Wir Menschen, wenn wir auf unserem eigenen Weg unterwegs sind, gibt es das Problem, dass wir Fehler machen. Die Bibel nennt die Fehler auch Sünden. Und Sünden sind schlussendlich verantwortlich, wieso wir von Gott getrennt werden. Jetzt ist es so, Gott hat die Trennung auflösen. Er wollte, dass wir wieder neu in die Beziehung mit Gott hineinkommen können. Und darum hat er uns eine Lösung geschickt. Und das ist Jesus Christus. Er ist als Sohn Gottes auf die Erde gekommen, hat sich kreuzigen lassen, hat die ganze Schuld, all die Fehler, all die Sünden, die wir in unserem Leben haben, auf sich genommen und hat durch das die Trennung, die wir zu Gott haben, wieder aufgelöst und wieder ermöglicht, dass wir mit ihm zusammen in einer Beziehung leben können und dass wir schlussendlich auch die Ewigkeit mit ihm zusammen im Himmel verbringen dürfen. Das ist also mega spannend. Jesus ist wirklich unsere Rettung. Er ist der die Lösung gebracht hat. Aber, und auf das möchte ich jetzt ein bisschen mehr eingehen, Jesus ist nicht einfach nur unser, ich sage jetzt mal, Ticket in den Himmel. Er ist nicht einfach nur unser Retter, sondern Jesus ist vor allem auch eine riesige Inspiration für unser Leben. Jesus, behaupte ich jetzt mal einfach, wir kommen nachher noch mehr dazu, ist der grösste Lehrer und bringt uns die grösste Lehre, die wir überhaupt in unserem Leben haben können. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du auch schon mal vor mega grossen Lebensfragen gestanden. Du hast dich gefragt, hey, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Wieso bin ich überhaupt da?
Oder jetzt gerade eine aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine und der Katastrophe in Syrien und in der Türkei, hast du dir vielleicht auch schon die Frage gestellt, hey, wieso passieren so Katastrophen? Wieso ist so viel Ungerechtigkeit in unserer Welt? Ja, und ich glaube, wenn wir so Fragen stellen, dann müssen wir uns zwingend mit Jesus befassen. Weil wir können uns Inspiration, wir können unsere Antworten an verschiedenen Orten holen. Ich meine, heutzutage, fast jeder hat ein Handy, fast jeder, jetzt, der da in unseren Kreisen lebt, kann aufs Internet zugreifen und kann dort irgendwelche Fragen googlen und nach dem suchen. Aber ich glaube, die wahren, tiefen Antworten, die unser Leben nachhaltig verändern, die unser Leben nachhaltig inspirieren, diese Antworten finden wir nur bei Jesus. Und ich glaube, dass wir als Christen dazu aufgerufen sind, dass wir Step by Step ähnlicher werden wie er. Ich glaube nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir von heute auf morgen wie Jesus sind. Ich glaube, dass es ein Prozess ist und dass wir dazu aufgefordert sind, als Christen immer mehr wie Jesus zu werden. Jetzt ist die Frage, wie werden wir überhaupt Jesus ähnlicher? Wie können wir uns überhaupt von ihm inspirieren lassen? Und Jesus sagt das eigentlich ganz einfach selber. Und zwar sagt er uns oder fordert uns dazu auf, dass wir uns belehren lassen. Wir lesen im Johannes 13,13, dort sagt er, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Lehrer und Herr nennt sich Jesus selber. Und ich finde es spannend, dass wir die Bibelstelle ein bisschen besser verstehen und vor allem so ein bisschen, die Wichtigkeit von dieser Bibelstelle verstehen, müssen wir so ein bisschen die zwei Schlüsselwörter mal genauer anschauen, und zwar Lehrer und Herr. Weil das Ding ist, gerade wenn wir Lehrer hören, dann haben wir ein Bild im Kopf. Und ich muss jetzt alle Leute, die da sind, die Lehrer sind oder die noch Lehrer werden, ein bisschen enttäuschen. Ihr habt nicht ansatzweise noch den gleichen Stellenwert, den Lehrer zu den Zeiten von Jesus hatten. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich wollte einfach sagen, hey, wir müssen das Bild, das wir haben von Lehrern, müssen wir mal ablegen. Weil früher Lehrer oder Meister oder Rabbi, wie sie genannt sind, wurden, die sind wirklich extrem grosse Autoritätspersonen gewesen. Sie sind dafür verantwortlich gewesen, um zum Beispiel in der Synagoge ihnen Menschen zu lehren, Gottes Willen weiterzugeben, Gottes Gebot auszulegen und so weiter. Und sie haben wirklich ein sehr hohes Ansehen gehabt. Und wenn ein Lehrer etwas gesagt hat, hey, die Meinung hat zählt, auf die Meinung ist gebaut worden. Menschen haben ihre Sachen, ihre Arbeit abgeleitet, damit sie einem Lehrer zu Füßen sitzen und wirklich verstehen, was er ihnen möchte sagen. Wir sehen also, Jesus spricht da wirklich von einer extrem hohen autoritären Position. Und er tut die Position auch noch weiter untermauern, wenn er sagt, ich bin der Herr. Jetzt da so im Kontext von der Johannes-Bibelstelle bedeutet Herr nicht, wie wir es vielleicht von anderen Bibelstellen kennen, Gott, sondern es bedeutet Meister. Ich habe das Wort vorher schon mal gebraucht beim Beschreiben von Lehrer. Hey, ein Meister ist jemand, der Befehlsgewalt über viele Menschen hat. Ein Meister steht da oben und seine Knechte stehen unter ihm. Wenn ein Meister etwas sagt, hey, dann hat das Autorität und dann rennen alle, um das umzusetzen. Das heisst also wirklich, er spricht da wirklich in einer mega Klarheit von dieser autoritären Position, die er auch selber drin hat. Wir sind mega schnell und mega gut drin, um allen Leuten immer zu erzählen, so, hey, Jesus ist dein Freund, der mit dir immer unterwegs ist. Und ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist. Ich bin auch überzeugt, dass Jesus unser Freund ist. Ich glaube auch, dass Jesus mit uns unterwegs ist und dass wir ihn wie als Freund auf unserer Seite haben dürfen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass Jesus auch unser Lehrer ist, dass er auch unser Meister, unser Herr ist. Und dass, wenn Jesus uns etwas sagt, dann gilt das. Und er sagt das nicht einfach, um uns irgendwie klein machen oder unterdrücken oder uns versklaven, sondern er macht das, um uns in eine Freiheit hineinzuführen. Seine Lehre, die er uns gebracht hat, seine Prinzipien, die er selber gelehrt hat, das ist Inspiration für uns, um ein Leben zu führen, das am Willen Gottes entspricht und das uns schlussendlich an den Ort anbringt, wo Gott uns möchte haben, wo Gott mit uns möchte unterwegs sein. Wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann sehe ich den grössten Lehrer, der je gelebt hat. Und vor allem sehe ich jemanden, der so gelebt hat, dass unser Leben wirklich extrem inspiriert kann werden, allein nur, wenn wir sein Leben studieren. Ich glaube, dass Jesus der grösste Lehrer ist, der je gelebt hat. Und ich glaube, dass er die grösste Inspiration ist für unser Leben. Wenn wir auf sein Leben schauen, hey, dann sehen wir nicht ein Leben, das irgendwie wenig Fehler hatte, sondern wir sehen ein Leben, das perfekt war. Ein Leben, das fehlerlos war. Und ich glaube, dass das Leben, das Jesus gelebt hat, für uns absolut nachahmenswert ist.
Wie werden wir Jesus ähnlicher? Wir haben jetzt gehört, hey, wir müssen uns von ihm belehren lassen. Wir müssen zuerst einmal sehen, dass wir nicht einfach irgendwie nur auf Freundesstufe auf gleicher Ebene sind, sondern dass er auch unser Lehrer ist, der über uns ist, der uns belehren. Und das andere ist, das lesen wir in Epheser 5,1, dort tut der Paulus die Epheser dazu auffordern, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Stellen auf, dass wir Gott nachahmen, dass wir ihm nachgehen sollen. Und der Paulus, der die Stelle da schreibt an die Epheser, er schreibt das so ein bisschen in einem speziellen Kontext hin. Und zwar schreibt er das im Thema Vergebung, im Kapitel vorher. Und nachher geht es vor allem darum, dass die Epheser vergeben, dass Vergebung wichtig ist, weil Gott uns ja auch vergeben hat. Aber ich glaube, gerade die Aufforderungen zum Nachahmer sein und wirklich das Leben von Jesus studieren, inspirieren lassen und uns anhand von dem verändern lassen, ich glaube, das ist eine Aufforderung, die wir auf jeden Bereich von unserem Leben projizieren können. Das betrifft nicht irgendwie auf eine Art und Weise nur das Thema Vergebung, sondern jeden einzelnen Bereich, jedes einzelne Thema in deinem Leben. Ich finde es noch spannend, wenn man so ein bisschen schaut, wie Kinder etwas lernen. Kinder lernen mega häufig von Eltern oder von Bezugspersonen, die sie haben, etwas abschauen. Sie hören zu, sie beobachten, wie machen das die Eltern und fangen dann das selber an nachahmen, selber an nachmachen. Und ich glaube, gerade das Bild, wie ein Kind von seinen Eltern lernt oder von grossen Brüdern oder was auch immer lernt, dass das ein Bild ist, das wir auch wirklich für unser Leben zu Herzen nehmen können. Dass wir uns wirklich so ein bisschen in die Beobachtungsposition setzen und schauen, hey, wie hat Jesus reagiert? Wie hat Jesus das gemacht? Wie ist Jesus da unterwegs gewesen? Und dass wir das anfangen übernehmen für unser Leben. Dass wir wirklich das Leben von Jesus als unsere grösste Inspiration nehmen und uns nach dem ausrichten. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir lernen durch Inspiration. Und ich meine, wir haben da das grösste Vorbild, das man überhaupt haben kann, Jesus Christus persönlich. Ich glaube, wenn wir anfangen, wirklich Jesus gehorsam nachfolgen und manchmal läuft man seinen eigenen Weg und geht so einen Schritt auf die falsche Seite, ich glaube, dass wirklich Jesus uns auch immer wieder zurechtweist und sagt so, hey, das ist jetzt nicht so weise gewesen. Ich sehe das immer wieder auch in meinem Leben, wenn ich Sachen auf eigene Faust mache oder von etwas überzeugt bin und plötzlich dringt Jesus zu mir durch und sagt so, hey, das ist jetzt nicht so eine schlaue Idee gewesen. Mach den Schritt zurück oder komm wieder auf den Weg, wo ich bin. Und ich glaube, dort ist es mega, mega wichtig, dass wir uns immer und immer wieder einfach nach dem ausrichten und uns von ihm führen lassen. Ich finde es allgemein mega spannend, wenn man so das Evangelium, das ist die Geschichte, wo Jesus sein Leben beschrieben wird, wo wir sehen, was er alles gelehrt hat, wo wir sehen, was er alles bewirkt hat. Wenn wir dort hineinschauen, sehen wir, dass Jesus eine mega krasse Lehrautorität hat. Hey, wenn Jesus gekommen ist, dann haben die Leute teilweise alles stehen und liegen gelassen und sind ihm einfach nachgefolgt. Sie haben teilweise wirklich stundenlang sind sie ihm zu Füßen gehockt und haben gehört, was er sagt und haben das aufgenommen und haben das angefangen umzusetzen. Und ich glaube, dass das genau gleich auch unsere Aufgabe ist. Wir haben zwar Jesus nicht mehr als Mensch, wo wir ihm jetzt wirklich praktisch nachlaufen, aber wir haben eine Beziehung, wir haben die Möglichkeit, in eine Beziehung zu treten, uns von Jesus im Gebet, in Eindrücken und so weiter zu belehren lassen. Und vor allem durch Studieren von der Bibel, von seinem Wort, von dem, was er gelebt hat, können wir uns wirklich inspirieren lassen, um ein Leben zu leben, wo Jesus schlussendlich immer ähnlicher wird. Und das Coole an Jesus ist ja, er ist nicht einfach irgendwie gekommen, hat uns so ein Buch in die Finger gedrückt und gesagt, hey, schau, das sind die Gesetze und Gebote, die du befolgen musst, sondern Jesus hat ein Leben gelebt, wo wir ihm quasi abschauen können, was er gemacht hat. Und wir lesen im Johannes 13, Vers 15, also 2 Verse später, dort sagt er, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Hey, Jesus hat uns belehrt mit Beispiel. Er ist nicht eben einfach gekommen und hat gesagt, hey, schau, das ist jetzt die Regel, die musst du umsetzen, sondern er hat uns praktische Beispiele gegeben, wo wir schauen können, wie wir leben sollen, wie wir ein Leben führen sollen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen und so weiter. Und ich weiss, manchmal, wenn man die Bibel liest, dann gibt es gewisse Beispiele, die mega kompliziert sind, die man im ersten Moment vielleicht nicht versteht, weil das damals in einem anderen kulturellen Kontext alles gesagt wurde. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Demut haben, um uns belehren zu lassen, dann wird Jesus uns auch zeigen, was es bedeutet. Dann hören wir anhand von irgendwie Predigten, anhand von irgendwie Austausch in der Small Group oder so, was verschiedene Gleichnisse bedeuten. Und es hilft uns, zum schlussendlich ein inspiriertes Leben von Jesus zu leben und ihm immer ähnlicher werden.
Was krass ist, wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann haben seine Taten und seine Worte sind zu 100% auf gleicher Ebene gewesen. Wenn Jesus etwas gesagt hat, dann hat er es zu 100% auch so gemacht. Und wenn er etwas gemacht hat, dann hat er es zu 100% auch so gesagt. Also Tat und Wort, die sind eben gewesen, sind 1:1 gleich gewesen. Und Jesus ist wirklich der Einzige, wo man sagen können, der hat wirklich ein komplett zu 100% authentisches Leben gelebt. Der Luca hat anfangs letzten Sonntag, wo er predigt hat in der Jesus-ist-Serie, hat er gesagt, hey, er wünscht sich, dass wir eine Kirche sind, wo Jesus sucht und Jesus immer wieder neu entdeckt. Und ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel ist. Und zwar nicht einfach nur jetzt so in die Allgemeinheit gesprochen, sondern für jeden persönlich. Dass wir uns immer wieder erinnern und immer wieder vornehmen, hey, wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen Jesus suchen in unseren Herausforderungen, in unseren Schwierigkeiten. Wir wollen ihn entdecken und wir wollen entdecken, was sein Leben mit unserem Leben zu tun hat. Wir wollen uns von Jesus inspirieren lassen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist so, hey, suchen wir wirklich aufrichtig Jesus und lassen wir uns wirklich von ihm inspirieren? Weil, wenn wir ehrlich sind, eben in unserer Welt, wo wir leben, gibt es so viele verschiedene Inspirationsquellen. Du stehst am Morgen auf, weisst nicht, was anlegen, öffnest mal Instagram, schaust irgendwie Outfit of the Day und kommst irgendwie tausende Vorschläge über, was du könntest anlegen. Oder du bist irgendwie gerade dran, deine Wohnung neu einrichten und dann gehst du einfach auf Pinterest, schaust irgendwie, wie deine Stube könnte aussehen, wie dein Badzimmer könnte aussehen. Es gibt so viele verschiedene Inspirationsquellen, wo wir uns davon quasi Inspiration holen können. Die Frage ist aber, wie sieht es aus mit so, ich sage jetzt mal wirklich den wichtigen Themen, diesen relevanten Fragen, diesen Lebensfragen. Ich habe vorher schon mal angedeutet, Sinn vom Leben und so weiter. Was machen wir mit diesen Fragen und wo holen wir uns Inspiration? Und ich glaube, dort müssen wir uns wieder neu entscheiden, dass wir nicht zuerst irgendwie versuchen, selber eine Antwort zu finden. Ich persönlich, ich sehe mich mega in dem hinein, dass ich immer wieder mal, wenn ich vor Herausforderungen stehe, dass ich das Gefühl habe, so, wow, ich kann jetzt selber eine Antwort suchen oder ich kann mir jetzt selber etwas zurechtnehmen. Und ich glaube, dort ist es wirklich wichtig, dass wir demütig sind und sagen so, hey, nein, wir versuchen es gar nicht selber, weil ganz ehrlich, wir können es eh nicht. Dass wir demütig sind und sagen, hey, wir lassen uns belehren vom grössten Lehrer, der je gelebt hat, von Jesus Christus. Dass wir unsere Bibel aufmachen und wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dort drinnen liest und dort wirklich auch ready bist, um dir das Leben reden zu lassen. Und es passiert mega schnell, dass man die Bibel liest und zu einem Thema sich damit beschäftigt und es wie irgendwie noch nicht wahrhaben will. Ich merke das bei mir auch selber auch immer wieder. Und sehr gut möglich, dass ich selber in Sachen drin bin, wo ich irgendwann merken wieso, hey, ich kann mich nicht ganz am Wort Gottes hingeben. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir da auch Gott mega bitten, dass er uns so klar immer wieder auch Sachen durch die Bibel zeigt und durch das Leben von Jesus zeigt. Und dass wir das wirklich als unsere höchste Inspirationsquelle annehmen. Ich habe es vorher schon mal gesagt, hey, Jesus ist der grösste Lehrer für unser Leben. Und wenn wir uns von seinem Leben inspirieren lassen, hey, dann werden wir so viel Sagen in unserem Leben erleben. Ein bisschen viel Leben gewesen, gut. Ich finde, etwas ist mega wichtig, was wir uns merken müssen. Manchmal denkt man sich so, wow, wäre es jetzt nicht in einer gewissen Situation einfacher ohne Jesus. Aber ich möchte euch wirklich zusprechen, der schlechteste Tag, den ihr mit Jesus erlebt, wird immer noch besser sein als der beste Tag, den ihr ohne ihn erlebt. Ich finde das ein mega spannendes Zitat. Ich habe das gerade letztens in einem Buch gelesen, dass wir wirklich uns das bewusst machen, hey, selbst wenn wir einen blöden Tag haben, einen Tag, der nicht gut läuft, der schlechteste Tag mit Jesus ist immer noch deutlich besser als der beste Tag ohne ihn. Und dass wir das wirklich einfach auch so aus das Herz hineinlassen. Jetzt habe ich eine kleine Frage an euch, und zwar, wer tut alles gerne IKEA-Möbel aufbauen? Doch ein paar, okay, sehr gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich der Einzige bin und dass ich nachher von Anfragen überhäuft werde, ob ich helfen aufbauen. Aber ich weiss nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man IKEA-Möbel oder allgemein Möbel aufbaut, es gibt zwei Arten von Menschen. Die erste Art von Menschen, die alles auspacken, schön sortieren, anlegen, noch schön Schrauben miteinander sortieren und so. Und nachher stürzen sie sich zuerst einfach mal in die Bedienungsanleitung rein und fangen an zu lesen, was dort genau drin steht, wie wir das Ganze zusammenbauen. Da an die meisten Männer, unser grösster Feind, die Bedienungsanleitung. Ich kenne das vielleicht eben, wir schauen dann genau und tut sich so dort voll reinstudieren und so.
Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, wo ich mich selber auch dazu zählen muss. Das sind so die, sie packen es aus, nachher denken so, wow, ja, jetzt genau, ich weiss, wo das Teil ankommt und so. Und dann einfach mal drauf loslegen, vielleicht noch kurz, schnell eine erste Seite von der Bedienungsleitung aufmachen und dann das Gefühl haben, wow, jetzt habe ich es im Griff. Und dann fangen wir an zusammenbauen, tun und machen. Und ja, es gibt nachher zwei Situationen. Entweder lassen wir unseren Stolz brechen und schauen die gleiche Bedienungsanleitung, oder aus dem Schrank wird nachher plötzlich ein Bett. Auf jeden Fall, ich glaube, dass Jesus in unserem Leben wie eine Bedienungsanleitung ist. Ich sage nicht, dass die zweite Gruppe, die nicht in die Bedienungsanleitung schaut, nicht ausschafft, um das Möbel zusammenzubauen. Aber die Chance, dass du an den Punkt kommst und das Möbel schlussendlich so aussieht, wie es der Hersteller nicht gedacht hat, ist sehr, sehr gross. Und genau gleich ist es doch in unserem Leben. Wir können unser Leben selber leben, wir können auf dem Weg unterwegs sein, wo wir wollen. Aber die Chance, dass wir an den Ort kommen, wo unser Hersteller, unser Schöpfer, Gott, uns haben will, ohne seine Bedienungsanleitung, ist gleich null. Und darum ist es so wichtig, dass wir Jesus als unsere Bedienungsanleitung annehmen und wirklich sagen, hey, ich mache jetzt den Schritt zurück, ich schaue in meine Bedienungsanleitung hinein und ich schaue, was Gott mir damit möchte sagen. Jesus suchen und entdecken. Ich glaube wirklich, dass das ein Schlüssel ist für unser Leben und ich glaube, dass es mega, mega wichtig ist, dass wir das immer und immer wieder machen. Und ich möchte heute am Mittag 3 Gruppen ansprechen. 3 Gruppen, die so einen Next Step für sich mitnehmen können. Zu der ersten Gruppe gehörst du, hey, du bist vielleicht schon mega lange mit Jesus unterwegs, du hast dein Leben schon vor langem Jesus gegeben und du bist mega drinnen, du liest die Bibel, du betest viel und so und du bist so voll wirklich aktiv in dieser Beziehung mit ihm. Aber gleichzeitig merkst du, dass irgendetwas in deinem Leben vielleicht ist, wo noch nicht 100% der Inspiration folgt, wo Jesus gerne möchte in deinem Leben haben. Und ich möchte dich wirklich auffordern, hey, wenn du schon mit Jesus voll unterwegs bist, das ist mega cool, keep going, also mach wirklich weiter, aber in der kommenden Worship-Zeit, hey, nimm dir wirklich aktiv auch die Zeit, wo du Jesus fragst, gibt es Sachen in meinem Leben, die nicht ganz okay sind? Gibt es Sachen, Orte, wo ich unterwegs bin, die vielleicht nicht ganz stimmen? Und dass wir wirklich auch das annehmen und uns wie Blindspots, die wir vielleicht haben, aufzeigen lassen. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du mit jemandem möchtest beten, auf deiner rechten Seite ist auch dann nachher die Ministry Lounge, wo du mega, mega gerne auch darfst wirklich Sachen deponieren, miteinander beten und so weiter. Und ich möchte wirklich dich bitten, dass du dort einfach dranbleibst, dass du sagst, hey, ja, ich bin mit Jesus voll unterwegs, aber ich glaube, dass es noch mehr gibt. Ich glaube, dass da noch mehr ist. Die zweite Gruppe. Du bist vielleicht auch schon lange, nennst du dich Christ, du bist schon lange mit ihm unterwegs. Aber so deine Beziehung mit Jesus hat sich so in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren ein bisschen abgekühlt. Du merkst, dass du an mega vielen Orten Inspiration holst, aber trotzdem irgendwie nicht ganz bei Jesus. Und hey, ich kenne das Thema persönlich selber auch mega. Es ist mega schnell so eine grosse Scham da. Man hat das Gefühl, hey, ich habe jetzt schon so lange nicht mehr Bibel gelesen, ich habe schon so lange nicht mehr Jesus gesucht, ich kann doch nicht mehr zurückkommen, er will mich doch gar nicht. Hey, und ich möchte dich wirklich herausfordern, hey, heute kann der Tag sein, wo du deine Scham, wo du alles das, was dich daran hindert, um mit Beziehung mit Jesus zu gehen, dass du das kannst ablegen kannst. Dass du deinen Fokus wieder neu auf Jesus kannst legen und wirklich ihn kannst bitten, dass du neu von ihm inspiriert wirst. Ich habe in der Vorbereitung mega den Eindruck bekommen, dass das wichtig ist, dass uns das immer wieder neu bewusst wird. Hey, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren, bevor deine Eltern überhaupt gewusst haben, dass sie schwanger sind, hat Jesus 2 Sachen über ihr ausgesprochen. Und zwar, du genügst. Und ich glaube, das ist etwas, was uns gerade in solchen Situationen manchmal fehlt. Hey, wir genügen. Nicht aufgrund von Leistung, die wir bringen, nicht aufgrund von dem, was wir machen, sondern wir genügen allein dadurch, dass Jesus in unserem Leben ist. Und ich möchte dir das wirklich zusprechen, dass du nicht einfach nur jetzt über dein Leben sagst, ich genüge, sondern dass du wirklich auf Jesus zugehst und sagst so, hey, ich habe in den letzten Wochen und Monaten die Beziehung zu dir vernachlässigt. Aber Jesus, du genügst für mich. Ich möchte dich wieder neu annehmen als meine Inspirationsquelle. Ich möchte dich wieder neu annehmen und mein Leben nach dir ausrichten. Weil ich genüge, weil du in meinem Leben genügst, Jesus.
Und die letzte Gruppe, vielleicht bist du jetzt gerade das erste Mal da und hast das erste Mal etwas von Jesus gehört oder du bist schon ein paar Mal mit Jesus konfrontiert worden. Hey, und wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, fang wirklich an, Jesus zu suchen. Hey, vielleicht ist heute der Tag, wo du dich entscheiden musst, um mit Jesus unterwegs zu sein. Wo du dein Leben ihm angibst und du sagst, hey, ich möchte mich von dir retten lassen, ich möchte mich von dir erlösen lassen. Hey, wenn du merkst, irgendetwas in dir rein, das zieht dich jetzt und es gibt irgendwie Sachen in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind oder eben du merkst, ich möchte dem Jesus nachfolgen, möchte ich dich wirklich einfach auch nochmal ermutigen, auf deiner rechten Seite wird nachher das Ministry-Team sein und sie nehmen sich mega gerne Zeit, egal zu welcher von diesen 3 Gruppen du jetzt gehörst. Wenn es irgendetwas gibt, das dich angesprochen hat, hey, lass den Tag nicht einfach durchgehen, lass nicht einfach weiter so in unserer Komfortzone uns drinnen bewegen, sondern lassen wir uns wirklich von Jesus herausfordern und lassen wir uns von seinem Leben inspirieren. Ja, Jesus, ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen Danke sagen, dass du die grösste Inspirationsquelle von unserem Leben bist. Danke, dass wir die Bibel haben, wo wir drinnen studieren können, wie du gelebt hast. Dass wir dort drinnen sehen können, hey, deine Worte haben zu 100% deine Taten widerspiegelt und auch umgekehrt. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt wirklich auch überführen tust, wenn es Sachen gibt in unserem Leben, wo wir nicht dich als Inspirationsquelle, nicht dich als Vorbild haben, sondern andere Sachen. Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du jetzt einfach mit deiner Kraft kommst und in Menschenleben, in Situationen, in Herausforderungen hineinreden tust. Danke dir von ganzem Herzen. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.